Leute, ich bin der erste Rapper mit Inhalt und Message. Es geht um Drogen, Huren und immer um Meckes. Rapper machen Ansagen und Absagen mit Tracks, die klingen wie schwarzblasende Balladen. Stoffticken ist die Basis für Rap-Singles. Du kommst mit Punchlines, ich aus Maastricht mit Stecklinge. Plastiktüte mit Hanfblatt und Zipverschluss. Irgendwie macht man durch Straftaten immer Plus. Wen juckt deine Meinung, Hure? Beschwerst dich wegen Style und Coolness, Reimstrukturen hart. Zerknüllte Batzen statt goldener Mastercard. Bums deine Mami, weil heute ist Vatertag. 0,9 S, 0,9 S, 0,9 I, 0,9 O. Das ist der SSIO mit 0,9. Nein, so, genau so fängt immer der gemischtes Hack-Podcast an. Wirklich? Mit SSIO? Nein, nicht mit SSIO, sondern der ein von beiden. Note. Wie heisst er? Der Lobrecht, der Felix, der macht immer so allein aus einem Song irgendwie so Klick die Klinge und das Springen. Das war der. Und dann begrüßt er so. Ach schon? Ja, das ist immer der Also Anfang. ähnlich wie mir? Ja, wir sind ähnlich wie sie. Wahrscheinlich. Sind sie dann von zuerst gewesen? Ja, sie sind der erfolgreichste Podcast. Aha. Oder, also, mal gsi, jetzt glaube ich nicht mehr. Jetzt sind es noch... Gut, das ist bereits im Fall unsere 9. Folge. Das ist krass. 9. Folge ist heftig. Ja, ich weiss nur die anderen, Felix Lobrecht und Schmidt, wie heisst er? Tommy Schmidt. Die zwei haben jetzt bei der letzten Folge 500 Millionen Streams geknackt. What? Im Ganzen. Mit Aber allen da Folgen hat der zusammen. Manager irgendwie Streams gekauft, ne? Nein. Die 500 sind Millionen? 500 Millionen. Eine Wie halbe geht das? Milliarde Streams. Auf alle 260 Folgen oder so. Also im Gesamten. Ah, nicht eine Folge. Nein, nicht eine Folge, So, nein. ich habe schon gedacht, so Ja, ja. Deutschland 80 Millionen, Schweiz 8 Millionen. Das habe ich von zuerst auch gedacht. Und sie haben sich nachher müssen korrigieren so im okay, Podcast. okay. Aber ja, voll. Nils, wie geht's dir? Alles Ja. klar? Ja, tipptopp. Warte, wir stoßen noch schnell an. Würde ich auch sagen. Bröstli. Bröstli Bröstli. miteinander, auch bei dir daheim, Bröstli. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei uns. Yes. Hey, ja, danke. Ja. Ist wieder mal eine strenge Woche gewesen. Ist hure viel passiert, vor allem im Zeichen von Ostern. Also wir haben ja in der letzten Folge haben wir schon ein bisschen mit Ostereier und allgemein Eier zu tun gehabt. Ja, stimmt. Aber jetzt diese Woche haben wir für unsere Firma so ein Video produziert. Wir Eigentlich- dürfen noch. Ja, wir genau, wir dürfen noch nicht zu viel sagen. ja. Es hat auf jeden Fall mit Ostern zu tun. Und es erinnert mich ein bisschen, so ein bisschen an die Old-Time YouTube-Videos von Ape Crime und Co., wo man sich einfach irgendeinen dämlichen Gedanken genommen hat und das dann durchgezogen. Also sind gespannt. Ja. Es hat riesig Spass gemacht. Vor allem hatte ich die Freude gehabt, in dem Sinne der Hauptdarsteller zu sein. Ja. Oder die Hauptfigur. Also ich durfte in eine Rolle reinschlüpfen. Ja. Und ist wirklich hure amüsant zum Anschauen. Es wird witzig. Ich bin gespannt, was dann also die Leute sagen. Also wird sicher interessant. Ils, ich habe ein Thema, das mich bewegt hat diese Woche. Dann höre ich mal zu. Sehr gerne. Und zwar, wie du ja weißt oder wie auch ihr wisst, ich wohne mit einem 88-Jährigen zusammen. Und das ist unglaublich spannend, unglaublich interessant, wenn man dann so am Abend Gespräche führt auf dem Balkon. Und das letzte Mal sind wir jetzt so ein bisschen über das Wetter und so sind wir drauf gekommen, wo er 1950, also er hat 35 Jahrgang und 1950 sind sie damals in St. Gallen sind sie Skifahren gegangen. Erstens das, ja, in St. Gallen hat man noch Skifahren, ja. Die waren dort auf einem Berg und dort Ski gefahren. Hat's eben Also wahrscheinlich am Sentis. wahrscheinlich, ja, muss. Dort hat es auch heute noch Schnee. Ja, das kann schon sein. Es ist mehr, damals war das einer der einzigen Orte erreichbar, wo man in der Nacht hat Skifahren konnte. Also es war beleuchtete Piste gewesen. Und darum war es interessant für sie. Und dann sind sie dort Skifahren gegangen, damals, eben 1950, ich meine, hat die Welt noch anders ausgesehen. Und dann sind sie zum Kollegen heimgegangen nachher, der hat in der Stadt St. Gallen gewohnt. Also wirklich mitten drin in der Stadt St. Gallen. Und jetzt war es so, dass es dort einen neuen Schnee gegeben hat. Also es hat wirklich viel neuen Schnee gegeben. Das kennen wir schon fast gar nicht mehr, so im Flachland. Und die haben dann können von dieser Skipiste
durch die ganze Stadt durch, mit den Skifahren, so langlaufmässig auch, wo du zum Teil auch wieder drauf hast müssen, wirklich über die normalen Straßen alles bis ans Haus an. So viel Schnee hat es gegeben. Krass. Also, es ist unglaublich, weil heute kannst du dir das auf verschiedenste Arten nicht mehr vorstellen. Also es hat viel zu viel Verkehr, viel zu viele Autos, alles ist geräumt. Der Schnee ist auch nicht mehr so da, wie er damals war. Das hat auch der Mario gesagt. Also auch er hat gefunden, so, heute hat es ja beides nicht mehr. Also kein Platz mehr und kein Schnee mehr. Also ich habe es mega interessant gefunden. So 1950. Das waren noch Holzski gewesen. Also genial. Ja, mega interessant gefunden. Es war definitiv einfach eine komplett andere Zeit gewesen. Und das Lustige ist, mein Opa, er ist in einer Familie aufgewachsen und sein Papi, also mein Urgroßopa, hat ein Hotel gehabt, im Ibrig. Also sie haben dort das Hotel Holdener haben sie geführt. Also da kann man irgendwie in den Geschichtsbüchern wahrscheinlich nachschauen und das Hotel hat es wirklich mal gegeben. Gibt es so ein Schwarz-Weiß-Foto, wo am Nils Ja. sein Urgroßpapi wahrscheinlich vor dem Haus aussen steht, so die klassischen Fotos. Absolut, ja. Und das war so auch mitten im Dorfkern gewesen. Und das Oberibrig, an und dazumal, ist vor allem von Holländern ist das ein Kurort gewesen. Was? Also die sind mit dem Auto oder mit dem Bus oder mit der Kutsche, glaube ich, teilweise. Gut, Ich weiss aber auch nicht mehr. Aber also bei meine der Kutsche kann ich gar nicht einhängen, weil das habe ich den Mario auch gefragt. Wir haben dann eben Bilder angeschaut von St. Gallen 1950 und auf diesem Bild hat es Kutsche gehabt. Und er hat schon gesagt, also die meisten sind schon mit dem Auto rumgefahren. Ja. Das Auto ist schon, es hat halt viel weniger Leute gegeben, aber es sind noch Kutschen unterwegs gewesen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die von Holland mit der Kutsche. Nein, das sicher nicht. Aber quasi wie so irgendwie von einsiedeln, nach ein Loch drauf, Ja, irgendwie genau. so. Ja, voll. Und mein Opa, er war der jüngste Sohn von dieser Familie. Und in dieser Familie war es eigentlich so, also anscheinend in so Hotelsfamilien, der erste Sohn, der zweite Sohn und der dritte Sohn sind eigentlich alles Köche gewesen. Ah, was? Okay. Und mein Opa, eben der jüngste von diesen drei, hätte ein Mädchen werden. Das ist, das ist also die Planung nicht aufgegangen. Ja, Planung in dem Sinn, ja, irgendwie Produktion hat es einen Fehler in der Produktion Ja, das ist gegeben. einfach 100 Jahre zu früh, weil heute kannst du steuern, oder nicht? Auf jeden Fall, eben, die Holländer, die sind auch ins Oberibrig gekommen, einfach weil es dort Schnee und cool und eben die Luftqualität ist an und dazu mal anscheinend auch noch besser gewesen. Und das Schöne an dieser ganzen Geschichte war eigentlich, meine Grossmami hat meinen Grosspapi in diesem Hotel kennengelernt. Oh nein, Und meine Grossmami war quasi eine Serviertochter. Oh, Love Story. Das ist Wow, da das könntest ist du so einen richtigen Titanic hoch Film, Digga. 10'000. Ich habe auch gerade an Titanic gedacht. Ja. Wow, da könntest du so einen richtigen Film drehen aus dem alten Schwein. Wow. Und also, aber die wir haben müssen jetzt mal- nicht gehört. Copyright geschützt. Aber ihr müsst mal im Google schnell Oberiberg eingeben, mal zum einfach schauen, wie das dort aussieht. Und das ist einfach ein Bergdörfli, ich glaube 700 Einwohner oder so. Und damals noch viel weniger. Einfach praktisch Ja. nur Touristen und ein paar kleine Bauernfamilien und so. Einheimische, Und meine Grossmami war dort eben ein Zimmermädchen und mein Opa war dort der Sohn des Chefs. Und in der Küche am Oh Kochen. mein Gott, das ist wirklich eine Love Story. Das müssen wir wirklich mal Das müssen wir verfilmen. wirklich verfilmen. Ja. Wow. Und so, aber das erzählen meine Grosseltern eben auch immer wieder, dass es früher im Oberibrig einfach, das habe ich einmal, auch in meiner Kindheit, ich weiß nicht mehr, 2007 oder 2006 ist das, glaube ich, hat es auch unglaublich viel Schnee mal gegeben. Und wir haben draussen haben wir ein Labyrinth auf dem Land gebaut. Und Geil. die Wände, die sind 2 Meter hoch gewesen. Also selbst der Opa, klar, ich bin noch irgendwie Aber, einen ja, eben, du bist Meter oder einen so, halben Meter, ja, einen Meter 3 gross Käse gewesen, ja. hoch gewesen. Aber selbst der Opa, der 1,75 oder 1,80 war, er hat nicht drüber gesehen. Alter, krass. Und als Kind am Abend, der Opi hat auch das Labyrinth so beleuchtet in der Nacht. Und dann haben wir in der Nacht
quasi mit dem Skiwerfer so Fangis im Labyrinth Digga, noch das gespielt. ist ja Traum, Alter. Und das war so geil gewesen. Hey, der Film formt sich, Alter. Das wäre so wirklich... Ja. Boah, Schweigen der Lämmer. Aber es ist ja hure geil. Das habe ich jetzt auch noch nie gehört, dass man ein Labyrinth baut aus Schnee. Also Also braucht sehr viel Schnee, das ist halt auch, ja. erstens das, plus also wir haben dort einfach mal so ins Land rausgegraben und danach eine ist links und danach eine ist rechts und so weiter. Und danach hast du gemerkt, aha, da kommt wieder eine Straße, die wir schon gemacht haben. Aha. Und so haben sich dann ganz Hey, das viele ist- Wege. Wow. Und vor allem für meine jüngeren Brüder und für mich, weil wir halt noch kleiner waren und Ja. so. Wir haben dann ein bisschen gecheatet beim Fangis spielen. Und zwar, wir haben kleine Höhlen, also kleine Durchgänge haben wir in diesen Wänden gemacht. Wenn die Mami oder der Opi uns am Fangen war, dann haben wir durch die Höhlen können durchschleifen. Und sie nicht so. Und sie halt nicht. Und dann sind wir schon auf der anderen Seite gewesen, und dann Oh haben mein wir Gott, sie so wie abgehängt. sick, Alter, wie geil! Ich habe das Gefühl, ich habe einen Teil von meiner Kindheit verpasst, Alter. Das ist ja hure geil. Aber es ist halt schon so, eben, es ist schon sad, dass jetzt die letzten 10 Jahre einfach nie mehr so viel Schnee gegeben hat. Ja, also ich finde das krass, gerade das mit dem Schnee. Das merkst du schon. Also ich habe vor allem auch das Gefühl, wir sind ja gar noch nicht so alt. Also, dass wir den Unterschied merken, ist eher wahrscheinlich so ein bisschen eine Gefühlssache, weniger eine Feststellung. Aber das sagen ja halt wirklich auch ältere Leute und die Wissenschaft ja dass da ist eine Veränderung um und das ist, also, weißt du, wie geil? Stell dir vor, es hat so viel Schnee, dass ich könnte da arbeiten kommen mit dem Ski. Also ihr müsst wissen, ich wohne oben dran, blöd gesagt vom Büro, halt wirklich einen Berg oben dran. Das mit dem Auto 5 Minuten, aber mit dem Ski 1/4 Stunde. Und das wäre, also das würde ich mega geil finden. Und natürlich mit dem Snowboard dann, aber eben, die Zeit ist vorbei. Abgesehen davon, wenn es mal so viel Schnee hat, kannst du das nicht machen. Also dann müsste es ja, gerade irgendwie die Bauern müssten sich da zusammentun und das Land in dem Sinn opfern für eine Skipiste. Und dann würde es gerade wieder offiziell werden, dann würde es wieder Eintritt geben und eine Aktion. Und dann kommen alle von der ganzen Schweiz zum einmal dort den Hügel abfahren. Das ist auch nicht mehr der gleiche Charme so. Aber ja, das wäre schon mal wieder schön. So fett Schnee. Ja. Müssen wir irgendwie auf Kanada. Stimmt, dort würde es wahrscheinlich Dort noch ist gehen. noch richtig kalt. Ja. Also, ich denke auch in der Schweiz gibt es 1, 2 Orte, wo das noch machen kannst. Halt nicht das ganze Jahr über. Aber jetzt, wenn ich an Davos denke, dort ist das auch möglich, aber eine gewisse Jahreszeit. Aber halt, jetzt auch die letzten Jahre, es hat dort nicht so Schnee gewesen. Also, ich weiss noch dort im Jahr vorher, also 2 Jahre zurück von letztem Jahr, also 3 Jahre zurück von heute. Wir können es ja kompliziert ja, machen. Wieso einfach, wenn es kompliziert geht? Oder? Also, auf jeden Fall ist es 3 Jahre her von heute. Oder wenn ihr das hört, dann schon länger. Aber es ist auf jeden Fall etwa 3 Jahre her. Und dort hat es viel mehr Schnee gegeben. Und dann schon ein Jahr später ist einfach im November noch kein Schnee gewesen. Und im anderen vorher hat es im November fast 1 Meter Schnee gehabt. Also es ist schon krass der Unterschied, wo da passiert. Und eben, wenn wir Glück haben, vielleicht kommt auch in 3 Jahren wieder voll krasser Winter. Also das wissen wir wie nicht, oder? Vielleicht gibt es in 3 Jahren auch wieder eine Eiszeit. Ja. Weil so anscheinend mit dem magnetischen. Also der magnetische Nord- und Südpol. Und da irgendwie habe ich auch letztes Mal gehört, dass das so ein bisschen am Gewackeln ist. Ja. Und dass vielleicht ein Polsprung heisst das, glaubst du? Also dass der Nordpol zum Südpol Oh mein wird und Gott. der Südpol zum Nordpol. Also das ist Alter. rein magnetisch ist das einfach das Ding. Das heisst nicht, dass die Weltkugel sich eine strölt es und ist dass nicht dann wir so nach dem Motto, wir sind ja jetzt unten am Äquator, oder? Nein, wir sind wir oben. sind oben am Äquator und nachher wären wir unten. Das ist nicht Nein, der nein, Gedanke, nein. sondern okay. Also sondern einfach die Kugel ist immer noch in der gleichen Position, Ja, einfach fix. innen dran das Magnetfeld. Das Magnet, tut einmal wechseln. krass. Aber Ja, aber das ist jetzt noch nicht passiert. ja, und es hat ja wahrscheinlich hunderte Gründe, oder? Also es sind ja Also aber ich bin also ja die kein... Temperaturveränderungen. Weißt du, was ich meine? Also magnetisch und Temperatur, das sind schon 2 verschiedene Also hat das Sachen. nichts mit dem zu tun? So der Magnet.
Also, Ja, das aber ist ich bin da kein Klimaforscher oder so, aber ich habe gemeint, dass der Nein, wenn du Klimawandel... Klimaforscher wärst, würdest du dich auf die Straße kleben. Da habe ich auch gerade letztens so ein geiles Video gesehen. Also, ich finde es ja schon richtig. Das Thema ist richtig und Ja. was unsere Generationen vor uns da in die Luft rausgepestet haben, das ist richtig, dass das nicht in die Luft rausgehört. Aber wie man halt auf sich möchte aufmerksam machen, Ja. wie man das Thema in den Fokus möchte rücken, das kann man entweder mit einer Diskussion sachlich geführt, Argumente auf den Tisch legen oder und jetzt eben zu dem Video hat es letztens so ein wie heisst Klimakleber, sagt man denen, Klimakleber, glaub's, oder? ja, das ist Klimakleber. Fachwort schon fast. Und dann und danach hat er dort Leim in seiner Hand so verteilt und danach das Plastiktübeli, wo der Leim drin war, das tut er einfach in die Tollendeckel rühren. Und dort hat es ja Klebe und Binde und Weichmacher Alter, und Applaus. es sind wahrscheinlich im Mittelmeer sind schon 2000 Fische ab dem verreckt. Ja, indirekt. Aber ja, also das hat es ja dort auch gegeben, wo Fridays for Future so gross wurde. Da hat man gesehen, so die Bilder von der vollen Straße und nachher so, nachdem alle Demonstranten weg sind, alles nur Güssel. Wie wenn es Street Parade gewesen wäre. Und du denkst dich so, wait, ihr seid jetzt nicht demonstrieren, aber denkt nicht so weit, dass jetzt alles am Boden rühren nicht die richtige Verhaltensweise ist. Also, es macht es halt einfach mega einfach für einen Gegner nachher zu sagen, ja, ihr seid ja blöd. Also, es ist einfach, ja, es geht nicht so ganz auf. Überhaupt nicht, ja. Ja. Aber vorne sind wir ja eben beim Thema Grosseltern und eben vor allem von Erzählungen oder alten Fotos so ein bisschen gesehen, wie es früher ausgesehen. Und bei meinen Grosseltern, also bei beiden Grosselternteilen, hängen halt noch Fotos von alten Dorfaufnahmen so aus der Luft raus. Wow. Oder halt auch alte Familienfotos und so Sachen. Und da habe ich meinte auf 9gag, habe ich letztes Jahr ein hure cooles Video gesehen, weil künstliche Intelligenz ist ja jetzt auch in der Lage, Schwarz-Weiß-Fotos zu kolorieren, genau. Und in diesem Video war eine Aufnahme zu sehen, glaubst du? Zu sehen. Zu sehen? Ja. Zu sehen? Gesehen. Von der Bahnhofstrasse in Zürich. Wow. Irgendwie von 1928 oder irgendwie so etwas. Und das hat so geil ausgesehen. Einfach wie dort die Leute noch gekleidet waren. Auch alle im Anzug und so, gell? Alle im Anzug, Ja, Frauen ja. richtig so mit der das ist- Cinderella-Rock. Ja, das wo war die Zeit, wo Frauen noch keine Hose anziehen sollen. Haben die Frauen ja so, also Rück. Rück, Aha, ja, aber ja. keine Hose. Hose war Männerding und Rück. Also in dieser Zeit. Vorher war das ja mal umgekehrt. Männer haben Rück. Röcke sind Nicht für nur in Männer Schottland. entwickelt worden. Röcke sind für Männer entwickelt worden im alten Frankreich, und zwar für den Louis XIV und so. Also für diese Generation haben früher reiche Männer Röcke gehabt. Das ist erst nachher zu einem Frauending geworden. Vom Sonnengott. Ja, Haben sie dem also gesagt? ja, der Sonnenkönig. Louis Sonnenkönig. Oder Sonnenkönig. Was Ja. habe ich gesagt? Sonnengott. Ah. Aber Gott ist ja nicht ganz. Ja. Nicht ganz also für die Leute wahrscheinlich schon. Bis sie nachher den Nachfolger geköpft haben. Oder welchen haben sie geköpft? Einer von denen. Da gibt es eine geile Story. Ich glaube, einmal haben wir auch mal Nordkorea als Thema gehabt. Und in Nordkorea, die Leute, also jeder kann von Nordkorea halten, was er will. Ja. Aber es sind ja keine bestätigten Informationen, die ich jetzt da auch rauslasse. Aber ich meine mal gehört zu haben, irgendwie Gehört heute ist. ja, mit der Vergangenheitsform. Wir entschuldigen für eine kurze Werbeunterbrechung. In Nils muss die Werkstaben verbursteln. Irgendwie in Nordkorea gibt es verschiedene Erzählungen, wie die Königsfamilie quasi geboren ist und wie die auf die Welt gekommen ist und weiss Ja. nicht was. Weil die Bevölkerung, die hat ja wirklich das Gefühl, der Also es Kim sind Jong-un Götter. und an dem sein Vater und so,
sei vom Weltall, vom einem Himmel halt. Asteroid auf die Erde plumpst Alter, und keine was? Ahnung was. Und anscheinend gibt es die Legende, wo die Bevölkerung voll daran glaubt, dass der Kim Jong-un zur Sonne gereist ist und wieder retour gekommen ist. Und danach auch Kritiker, die halt nachher fragen, ja, aber Kollege, da irgendwie so eine Oberfläche 5000 Grad und weiss nicht Noch was. viel mehr wahrscheinlich, ja. Und also innen dran noch viel mehr, aber ich meine, ja, das kann Äußerste sein. ist irgendwie Kann 5000. Wie funktioniert das überhaupt? Und das Argument dagegen ist, es war Nacht. Die Sonne geschwind abgestellt. Irgendwie schnell abgestellt und darum ist der mein Kim Jong-un Gott. wieder retour gekommen. So Boah, hat er das die ist eben Reise schon überlebt. krass. Und vor allem kann man sie am Volk gar nicht übel nehmen, weil die so manipuliert werden. Wenn wir dort leben würden, wir würden es auch voll glauben. Also, würde ich jetzt sagen. Man kennt ja von China, kennt man das ein bisschen mehr. Also wie das die Diktatur, und das, dort ist es ja auch ein bisschen so, dass der Xi Jinping da und so, das ist ja wie eine Gottheit. Also die schauen die als Gottheit an und jeder muss in der Wohnung ein Bild vom Xi Jinping haben. Und es gibt ein Gesetz, dass wenn das Haus brennt, als allererstes muss das Bild gerettet werden. Ist das nicht Nordkorea? Ist Ist es China? Nordkorea? Es kann auch sein, weil das Problem ist, bei Nordkorea ist es immer so unsicher, die Informationen. Aber es kann auch sein, dass es Nordkorea war. Vielleicht sogar eher. Aber China hat ja das auch, einfach nicht so krass. Schon auch krass in Schon unseren auch in unseren, Verhältnissen. ja voll. Ich habe Aber mal gemeint, Galileo, irgendein Reporter von Galileo ist schon mal auf Nordkorea. ist es Nordkorea? Weil ich habe schon gemeint, das sei eben China gewesen. Nicht alle ja, es kann auch Nordkorea. Es ist nicht so wichtig, ob es jetzt Nordkorea oder China ist. Gehen wir mal von Nordkorea aus, weil das mehr ab vom Schuss ist für uns so. Aber dort ist es wirklich so, dass am Morgen früh wird über die ganzen Lautsprecher in der Stadt wird die Nationalhymne gespielt. Und das ist ein Lied über die Königsfamilie, wo eigentlich ihn preist. Und jeder, der das hört, muss dort geschwind innehalten, bleiben und entweder mitsingen oder mitbeten. So an der Person. Eben plus mit dem Bild, das man nicht rausholen aus der Wohnung oder muss rausholen, wenn es brennt. Und so. Mega krass. Und es ist dort halt wirklich so, wenn du Kollegen die einlädst und die sehen, hey, du hast das Bild umgekehrt. Und die sagen das am Falschen. Am nächsten Tag verdienst du nichts mehr. Plötzlich kommst du kein Geld mehr über, verlierst deinen Job. Es ist ganz krass. Also heftig. Und dann eben, schon logisch, dann ist der einfachste Weg, alles zu glauben. Und in diesem Rahmen sein Leben so schön wie möglich zu leben, oder? Es ist halt schon so, in diesen beiden Ländern würde ich jetzt mal behaupten, wenn du einfach dem System Folge leistest, dann hast du ein schönes Leben. Ja, glaube ich Dann auch. funktioniert das zumindest. Ja. Du bist ein Teil von dem System, du hast Arbeit, verdienst etwas, musst nicht ums Hungern kämpfen, hast eine Wohnung, kannst das zahlen, kannst keine grossen Sprünge machen, natürlich. Ja. Aber in dem Rahmen, wie dein Leben in diesem System quasi vorgesehen ist, funktioniert das. Ja, und wir fühlen uns mit unserem, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, freien System, fühlen wir uns nur so frei oder wohl, weil wir das ja kennen. Es kann gut sein, dass auch Nordkoreaner sich total frei fühlen und gar nicht eingeschränkt. Das ist sehr realistisch sogar, weil wenn die sich alle eingeschränkt würden fühlen, dann würde die Regierung nicht so aussehen. Weil wenn ein Volk wirklich will dingseln, das haben wir ja schon in anderen Ländern gesehen, dann machen die das auch. Also, egal was droht. Ob jetzt, also, weißt du, wie ich meine? Das ist noch nie, wenn ein Aufstand oder so gegeben hat, ist es nie so gewesen, oh, aber der Regierungschef bringt uns um. Ja, dann lassen wir es sein. Ja, nein, es geht nicht um das. Also, weißt du, wie ich meine? Es geht eigentlich nie um das. Darum, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich so schlimm fühlen müssen, wie wir das gerne darstellen in unserer Welt, weil es natürlich unseren Wert nicht zuspricht. Aber unsere Das ist Werte. halt, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema oder Kapitel, das man da aufschlägt und absolut Verschwörungstheorie. Aber die Idee selber finde ich eben noch lustig. Und zwar gibt es ja irgendwie die Idee, dass so Außerirdische, die Menschen auf dem Planet Erde,
quasi wie so in einem Zoo halten. Boah, Dass es Planeten gibt und nachher so übergestellte Wesen. Ja. Quasi wie halt wir mit den Tieren. Ja, so nach Dort Motto, Gorillas und Giraffen und Elefanten. wir sind nur ein reinrühren. Experiment. So heisst, glaube die Theorie. Also so nennt man Lilo die und Theorie. Stitch. Oder Lilo Experiment und Stitch. 777. Oh, Ich krass, glaub, Alter. oder Boah. nein, 687. Weiss Oder ich jetzt nicht. Kannst du mir alles erzählen? 686. Ich glaub's dir. Ja, müsst uns schreiben, was der Lilo für ein Experiment war. Ja, das stimmt. Er ist auch ein Jedes- Experiment. Mhm. Ja, voll. Jedes Nein, Tierli nicht hat Lilo, einen- der Stitch. Stitch ist... Ah ja, sorry. Stitch Lilo. Ups. Ja, aber ja, Stitch... Experiment, Menschen, Faden wieder finden. Ja, genau. Die Menschen sind nur ein Experiment. Und dann gibt es ja wie so, wir sind alles so Kapseln, wo irgendwo stehen Hunderte von Erden irgendwie und jedes Kind kommt das zum Spielen über und kann dort so, jetzt gibt es einen Tsunami und jetzt gibt es das. Es ist ja gar nicht so abwägig vom Grundgedanken, wenn wir sagen, die Aliens, die viel intelligenter sind trotzdem menschlich. Weil der Gedanke, den man nimmt, etwas und spielt mit dem, ist ja eigentlich ziemlich menschlich. Oder halt Tiere auch. Also sehr irdisch, das ist das Wort. Irdisch. Sehr irdisch. Dort hört es ja dann irgendwann auf. Aber ich fände es ein witziges Ding, weil es gibt dir so ein bisschen den Kopf oder den Gedanken von, egal was du machst, es ist alles ein grosses System, wo alles hängt zusammen. Du kannst wie nichts entscheiden. Also eigentlich ist es am Schluss ja die Frage vom freien Willen, wo wir da mit dieser Theorie thematisieren, oder? Der freie Wille, ja. Ja, der freie Wille. Ich glaube, Free der Willy. Free Willy. Der Free Willy. Ich glaube, der YouTube-Kanal 100 Sekunden heisst er irgendwie. Ja, einfach erklärt. 100 Sekunden einfach. Oder nein. Nein, so zeichnet. Ist so zeichnet. Ja, Ich mein, so oder wie in a 100, nutshell. 100 Sekunden Physik. Irgendwie, Kann auch sein, ja. ja, 100 Sekunden Physik. ist so Kann auch schon. gezeichnet irgendwie. Und der hat auch schon mal das Video gehabt, das Thema, haben wir überhaupt einen freien Willen? Ja. Und das Ding ist eigentlich das Fazit, du kannst es nicht überprüfen. Ja, egal was. Ja, Egal wie weit, was für Fortschritte wir in der Forschung machen, wir können uns wie nicht selber überprüfen. ja, und es gibt halt auch es ist ja Theorie, dass jeder Gedanke dann zum Beispiel auch einfach eine chemische Reaktion ist. Und wenn wir jetzt über das reden, tut das in meinem Kopf die chemische Reaktion A, B, Dingseln. C, D, Genau, dass ich F, G. etwas Randoms mache, das nicht vorplanbar wäre in dem Sinn. Und ich dann sage, ja, ich habe ja jetzt Wup Wup gesagt und das ist mein freier Wille. Das hat niemand dingselt. Aber dass ich jetzt Wup Wup gesagt habe, könnte eben nur eine chemische Reaktion sein. Also eigentlich hure spannend und wenn wir das überhaupt wissen, ist, glaube ich, der springende Punkt. Also Schon so. kann man vorweg nehmen, ich glaube es nicht. Weil stell dir vor, du weißt zum Beispiel, dass du morgen stirbst. Du wirst nicht mehr glücklich werden bis morgen. Und das ist, habe ich das Gefühl, das Gleiche mit, wie wenn du weißt, ich habe keine freie Entscheidung. Oder ich habe eine freie Entscheidung, dann bist du plötzlich für alles verantwortlich, was du selber machst. Oder du bist für nichts verantwortlich und es ist scheißegal. Und ich glaube, beides geht nicht auf. Also, beides tut eine chemische Reaktion in deinem Kopf auslösen, die dann zu Handlungen führen kann, die kontraproduktiv sein können. So. Irgendwie. So crazy. Ja, jetzt wird es hure philosophisch. Ja, jetzt wird es hure philosophisch. Aber ich finde eben so Theorien, so blöd wie die auch auf den ersten Moment tönen, ich finde es trotzdem lustig, halt Gedankenspiele mit denen zu machen. Es gibt ganz viele absolut abgefuckte Geschichten, irgendwie Panspermie oder irgendwie so heisst das auch. Das ist eine andere Theorie, wo auch nach dies nach einfach so Bruchstückchen so zusammengefügt werden. Und das ist im Moment ziemlich ein guter Erklärungsansatz auch fürs Fermi-Paradoxon. Fermi-Paradoxon. Ja, Also kenne ich. zum die es nicht wissen, das ist quasi, wenn wir jetzt an Sternenhimmel aufschauen und dort mit dem Teleskop da die Planeten und die Sterne gehen absuchen, wir haben bis dato einfach noch keine außerirdische so gefunden. Und kein Überbleibsel, kein Signal, also ein Wow-Signal, keine Ahnung, kann etwas sein, aber kann einfach auch eine Anomalie. Anomalie Ja. sein. Aber
Panspermie bedeutet in dem Sinn, dass es Asteroiden oder einfach irgendwelche so Gesteinsbrücken gibt. Und dort sind quasi wie Grundbausteine drin von der DNA. Und man erklärt sich das so, dass es irgendwie so Planeten gegeben hat, die dann explodiert sind. Und Bruchteile von dem geistern irgendwo durchs Universum. Und die Bruchstückchen plumpsen irgendwann auf dem Planet. Und die Bausteine, die DNA, ich kann es Guarin und keine Ahnung. Irgendwie, es gibt, glaube ich, 4 Nukleinsäuren, heissen die, glaube ich. Ja, das müsste ich jetzt vielleicht sogar wissen wegen der Pflege, aber ich weiß es gerade auch nicht. Vielleicht einfach die 4 Nukleinsäuren und 3 von denen sind effektiv schon in Asteroiden nachgewiesen worden. Ah, ja. Und ich meinte, dieses Jahr, im 23. hat man den 4. mit einer anderen Messmethode nachweisen in einem Asteroid. Und das schließt die Theorie einfach sicher nicht aus, dass das so könnte funktionieren, weil aber das es muss ja irgendwie von außen etwas in ein System kommen, dass sich das in dem System plötzlich entwickeln kann. Also von dem her macht das Sinn, also auch für mich. Und wenn du jetzt schaust, Planeten, zum Beispiel beim Mars, der ist ja jetzt, wird immer mehr erforscht. Und dort hat man auch herausgefunden, dass das früher also es hat Wasser auf dem Mars. Es hat Wasser gehabt, ob es Sauerstoff hat, weiß man nicht. Irgendwie, es hat auf jeden Fall Wasser gegeben, weil es hat Ablagerungen auf dem Ding, die nur durch Wasser nach unserem Wissen entstehen können. Also dass irgendwie ein Planet in dem Sinn ein Bakterium entwickelt oder eben ein Grundding, wo dann ins Weltall rausgeschossen wird und irgendwann trifft ein Stückchen auf ein anderes Stückchen, wo das leben kann. Also wie ein Virus, das ich zum Maul raus huste und das meiste geht auf irgendeinen Tisch und es passiert nichts, aber ein paar Tröpfchen landen auf einem Tier. Und bei diesem Tier kann der Virus ausgelöst werden. So ein bisschen so, oder? Also stelle ich mir das vor. Panspermie, das hat quasi wie so ein Spermium und eine Eizelle. Wow, shit, wow. Ja, also zoom out, Digga. Ja, Big Picture ist ja, grad wirklich cool. hart. Ja, aber wirklich, weil... Boah, aber wo ist der Dödel und wo ist die Frau? Irgendwo ist... Aber stell dir das vor... Also das ist krass. Heftige Aber so, Theorie, so Alter. abgefuckt, wie die Theorien tönen. Ja. Weil so ist halt die Menschheit auch an den Punkt gekommen, wo wir jetzt stehen. Wir rühren irgendwelche komischen Gedanken mal in die Runde und wir schauen mal, hey, macht das überhaupt Sinn? Finden wir irgendwelche Hinweise, die das bestätigen oder falsifizieren? Und vor allem die Theorie, die passt ja sogar mit zum Beispiel der christlichen Religion zusammen. Du hast einen Spot, also den Gut, Garten mit von Adam und Eva. Nein, es geht mehr darum, du hast nichts auf dem Planet, du hast aber das Paradies, also den fruchtbaren Boden. Und dort wird, blöd gesagt, der Mensch gesät und dann verbreitet er sich über die ganze Welt. Dann gibt es ja als zweite Family ist ja dann Kain und Abel, sind ja die 2 Brüder, die sich dann gegenseitig umbringen. Der eine, weil er eifersüchtig ist. So als Überlieferung von der Bibel. Und dann ist es eigentlich wirklich das. Also es ist natürlich anders in der Bibel geschrieben, aber von der Theorie ist es das Gleiche. Es ist eine Evolution drin. Und wer hat jetzt genau seine Schwester gefickt? Keine. Ja, da, Haben sie die Mutter gefickt? Ja, ich glaube, ja, also So ich gut glaube habe so, ich eben die nicht gehen sie- nein, ich aufgepasst. glaube, das sagen sie gar nicht. Ich glaube, normal im Testament, es ist ja die erste Story, ist so eben, Mit der Schlange und mit dem Öpfel? ja, also die allererste ist eigentlich, Gott erschuf zuerst. Am ersten Tag machte er das, am zweiten Tag das. Das Licht Genau, und dann 7. das Wasser. Und Genau, und dann irgendwann kommt ja Adam, dann hat er einen Mann gebaut. Und dann hat er gemerkt, der Mann ist alleine, er braucht ein Gegenstück. Und dann hat er die Frau gebaut, aus der Rippe vom Mann. So ist es, glaube ich, überliefert. Darum haben ja Männer eine Rippe weniger. Also, Ach schon? das ist die anatomische Ja, das ist so ist das jetzt wirklich so? Ja, das ist, glaube ich, wirklich so. Ja, voll. Also, Muss ich irgendjemand mal weiss es vielleicht. nachzählen? Ja, aber... Ja, müssen wir auch noch eine Frau haben. Wird es blöd mitzählen. Wir können ja ich bei dir und du bei mir. Und identifizierst du dich als Frau? ja, ich habe einfach trotzdem 8 Rippen. Oder wie viel sind? Jetzt darf ich nichts Falsches sagen. So 23 Rippen. Also von dem her würde es irgendwo
aufgehen. Mit sogar so ein bisschen religiösem Zeug. Also es ist spannende Theorien. Sind aber am Ende des Tages halt auch nur Theorien. Und wir werden's, ich glaube, das Spannende an diesen Theorien ist eben, dass wir sie nicht werden herausfinden. Oder nicht einfach werden lösen. Weil, weißt, selbst wenn du jetzt einen Planet findest, wo genau das passiert ist, weißt du nicht, ob es auch sonst so ist. Es ist wie, auch wenn wir jetzt eine Theorie bestätigen, es bleibt eine Theorie, weil wir nicht das andere ausschliessen können. Also von dem her, auch wenn wir jetzt Aliens finden, zum Beispiel, wissen wir wegen dem trotzdem nicht, ob es jetzt mehr Aliens gibt oder gibt es nur die. Also selbst dann, wenn wir Leben im Weltraum finden, ist die Frage nicht geklärt. Die Frage ist nur noch grösser. Und das ist ja immer so in der Wissenschaft. Du weißt etwas mehr, darum weißt du, dass du etwas anderes nicht weißt. Und meistens sind das mehr Sachen, wie du das, was du erfahren hast. Wenn du eine Antwort bekommst, gibt es noch mehr Fragen. Ja. Oder wirft noch mehr Fragen auf. Ja, also es ist halt ein bisschen wie bei allem. Wenn du etwas neu lernst, dann kommst du mega schnell draus plötzlich und dann merkst du plötzlich, wie wenig du draus kommst. Weil vorher hast du gar nicht gesehen, was das für einen Umfang hat, oder? Und nachher bist du drin im Thema und dann merkst du erst durchs Wissen, wie wenig du eigentlich weißt. Und das ist halt eigentlich bei jedem Thema, was um Wissen geht, fast schon so. Es gibt wenige Themen, wo du einmal reindenkst und nachher weißt das. Ja. Aber es ist fast schon philosophisch eigentlich. Aber ich finde es hure geil und aber ich persönlich fasziniere mich auch sehr gerne so ein bisschen für den für den Weltall. Ja, die Welt und das Universum so ein bisschen. Voll. Finde ich auch sehr spannend. Da gibt es ja hunderte Sachen, von schwarzen Löchern bis alles eigentlich. Weisse Löcher ist jetzt der heißeste Shit. Ah, wirklich? Habe ich jetzt noch nie gehört. Also es ist auch wieder Theorie. Ja, Mathematisch macht das irgendwie Sinn. Aber man hat sie einfach nur nicht nachweisen. Und schwarze Löcher, die saugen ja einfach Materie ein und lassen nicht mehr raus. Und das weisse Loch ist quasi wie ein Gegenstück. Es lässt nur Materie raus, lässt aber nichts rein. Okay. Und da gibt es auch halt wilde Alter, Theorien, wo dann... Es kommt ja dann auch die dunkle Materie dazu, also die Materie, die man noch nicht weiss. Es gibt dunkle Materie und es gibt dunkle Energie. Das ist nicht das Nochmal Gleiche. etwas anderes, ja, voll. Aber es ist ja die dunkle Materie, hat man einfach gesagt, weil man hat den Raum analysiert und man hat gefunden, einen Teil, aber etwas hat es zwischen ihnen, wo man nicht gefunden hat. Und das ist die dunkle Materie dann geworden, oder? So. Genau. Aber ich bin kein Physiker, aber wenn man die Gravitation von der Materie anschaut, wo zum Beispiel die Milchstraße, unsere Galaxie, anschaut, dann merkt man, hey, Moment, mit dieser Drehbewegung dürfte unsere Galaxie gar nicht so aussehen. Die würde eigentlich im Raum verspicken. Und darum hat man einfach Gegenpol gebraucht, ja. Rechnerisch hat man einfach herausgefunden, hey, Moment, irgendwie 80% fehlt uns in dieser Gleichung. Ja. Und darum, also wenn du dir vorstellst, 80% fehlt irgendwie. Es ist hure viel. Das ist mega krass. Das ist ja das Gleiche schon bei unserer irdischen Wahrnehmung. Ob es die Augen sind oder die Ohren, wir hören so einen kleinen Teil der Frequenzen, die es gibt auf diesem Planeten. Genauso sehen wir so wenig Lichtwellen von denen, die es gibt. Und es gibt ja sogar Tiere, wo es anders ist. Und von dem her, unsere Wahrnehmung, man hat immer das Gefühl, man sieht alles und da ist alles da, aber eigentlich sehen wir noch ganz kleine Teile wahrscheinlich. Richtige Opfer sind wir. Ja, ziemlich Opfer. Gerade wenn wir wieder Opfer sind. Und zwar, also ist vielleicht das blöd, ich komme jetzt auf den Papst. Ja, ich meine nicht den Papst als Opfer, sondern eher wir, also wir Menschen allgemein. Weil es hat jetzt neu gegeben, der Papst ist ja vor 2 Wochen oder so, ist er mal mit so einer fetten Winterjacke, ist er auf jeden Fall irgendwie draussen unterwegs gewesen. Und es hat auf jeden Fall ein Foto gegeben, wo er mit so einer dicken Winterjacke war und er hat halt stylisch ausgesehen. Ich kaufe die Gucci und Prada. Ja, genau so. Ich kaufe die Moneyboy. Gucci. Ja, Mann, Moneyboy.
Und jetzt hat sich auf TikTok ein Trend entwickelt, wo 50 Cent Pimp das Lied läuft und dann AI-generated die Bilder vom Papst wieder mit so Bling Bling und so dort steht. Und Digga, es sind so witzige Fotos. Ich habe mir so einen Schaden gelacht. Also wenn ihr gerade nicht wisst, was uns aufheitern will, dann schaut einfach mal auf Google, Internet, TikTok, egal wo, Papst Pimp. Es ist einfach witzig. Weißt du, also in der Disco am Dance und so. Also wirklich einfach, finde ich mal wieder einen lässigen Trend, der einfach witzig ist. So. Und mit der AI halt kombiniert und all dem so ein bisschen. Oder jetzt könnte einfach blöd gesagt, jeder random kann angehen, 3 Bilder vom Papst nehmen, das er eine AI geben und etwas mega Lässiges machen. Das ist voll der coole Trend. Den finde ich lässig, den wollte ich Props geben. Ist im Fall auch so, eigentlich mit dem, was wir hier machen, unsere Stimme im Mikrofon High Quality aufnehmen. Also irgendwann werden unsere Podcast-Folge, irgendwie ab Folge 200, wir einfach in ein Computerprogramm aufnehmen. Und danach hören die an einem Computer zu. Weniger, aber ja. Also, ist so. Also irgendwann wird das gehen. Also wahrscheinlich geht das jetzt zum Teil schon. Aber eben, also ich weiss nur, sie haben ja das schon bei Filmen, wo der Hauptdarsteller stirbt, ob jetzt das ein Paul Walker zum Beispiel war, der dann zum Glück einen Zwillingsbrüder hatte, wo man nachdrehen konnte. Aber dort hat man die Stimme ja auch müssen, rechnen lassen, also dass die Stimme wieder passt. Weil es nicht genau die gleiche ist und dann hat man irgendwie die Stimme vom Brüder auf die gleiche rechnen lassen. Ja, auch, aber das geht auf jeden Fall sicher noch aufwendig heutzutage, aber das geht nicht mehr so lange. Ich habe gemeint, beim Will Smith war das auch schon der Fall gewesen, weil er einfach 50, 55 um das herum jetzt einfach ist. Und irgendwie in einem Film... 55 aufwärts. Schon, ja. gell? Ja. Ich weiss gar nicht, wie alt er bei King of Bel-Air. Dort ist er, glaube ich, so 25, 20 bis schon, 25, würde ich jetzt sagen, ja. Das ist ja so also nicht King of Bel-Air, Prince of Oder Bel-Air. Prince, ja, nicht King. King of Bel-Air. Vorne haben wir Gott gehabt. Ja, und jetzt... Sonnengott. Und das wäre eigentlich ein König gewesen. Und jetzt der Sonnengott von Bel-Air, Digga. Folgetitel. Sonnengott von Bel-Air. Mega geil. Wenn wir jetzt gerade beim ich weiss nicht, ob du gerade noch etwas hast, was du willst, ansprechen oder so. Das ist gerade gut. Weil ich habe noch etwas gesehen, wo ich darauf gestoßen bin. Wir haben ja letzte Woche über Quiz-Sendungen geredet. Oder? Ja, meine Me-Time. Genau, deine Me-Time. Und ich schaue halt schon auch sehr gerne Quiz-Sendungen. Und jetzt habe ich gedacht, wieso nicht? Ich suche mir ein kleines Quiz raus und ich habe Fragen vorbereitet. Ach du Scheiße. Die Fragen... Das sind so Allgemeinwissen? Ja, also Allgemeinwissensfragen. Und ich habe sie selber noch nicht alle. Also es kann sein, dass sie mega leicht sind oder mega schwer zum Teil. Ist halt von Deutschland, von der Schweiz findest du fast nichts. Also es kann auch sein, dass Ortssachen von Deutschland drin sind. Wie wir auch gerade startet. Aber können wir an dieser Stelle jetzt Musik einfügen? Ja, können wir machen. Gut. So, Bin parat. Perfekt, okay. Und zwar, lieber Nils, erste Frage. Ich gebe dir immer A, B und... Also ich gebe dir immer Punkte. 3 oder B, 4? 4. Ich gebe dir immer 4 Punkte, genau. Muss ich 1 oder A oder so sagen? Du wirst es A. Also A. du wirst es dann sehen. Jetzt die erste Frage wirst du wissen. Also, Habe ich einen Telefonjoker? Du hast einen Telefonjoker. Habe ich wirklich? Mama, du hast einen Telefonjoker und dann 50-50-Joker geben wir dir auch. Okay. Also musst du nur den Joker einsetzen. Es sind 15 Fragen. Also ich sage dir nicht, dass du nachher die Joker nicht brauchst. Also, wir starten mit der ersten Frage. Wie heisst die Landeshauptstadt von Bayern? A. Nürnberg, B. München, C. Würzburg und D. Augsburg. Genau. Wenn du willst, kann ich auch die Antwort nochmal wiederholen. Ich hätte gesagt München. Du loggst B ein. Das müssen wir machen. Und B ist natürlich richtig. Erster Punkt. Sagen wir die ersten 20 Franken. Euro. Oder 20 Euro. 20 Euro Frage ist das. So, jetzt weiter. Zweite Frage. Wer kondoliert, drückt aufs
Ich muss A sagen, Entschuldigung. Wer kondoliert, drückt A. aufs Gaspedal, B. die Tränendrüse, C. auf die Tube, D. sein Beileid aus. Also kondolieren tut man, wenn jemand verstorben ist, wenn es irgendwie eine Beerdigung oder so. Das heisst, aber seine Traurigkeit ausdrücken müsste D gewesen sein, oder? D. Das heisst Ja. D einloggen. Und wir loggen D ein. Blum. Natürlich. D. Richtig. 100 Franken. Also bis jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, da die Fragen sind zu einfach. Okay, gut, ich habe nichts gesagt. Die Insel Korfu gehört zu A. Griechenland, B. Kroatien, C. Italien, D. Serbien. Ich wiederhole nochmal. Die Insel Korfu gehört zu A. Griechenland, B. Kroatien, C. Italien, D. Serbien. Ich habe gemeint, ich habe mal Korfu irgendwie im Google Maps nachgeschaut. Aha, Und ich glaube, kann ich meinen Telefonjoker einsetzen? Kannst du machen, ja. Du kannst Dann den kann ich jetzt Telefonjoker wirklich schnell über Kannst du, ja, ja. Du kannst über mal mal schauen. rufen. Also alles nicht. Mal schauen. Wenn jetzt bei mir das Telefon schellt, das ist einfach komisch. Warte mal, jetzt muss ich schnell überlegen. Ich rufe meinem Grossmami an und mal schauen, ob sie da abnimmt. Ich tue auf Lautsprecher stellen. Ich hoffe, man hört das. Das können wir sicher. Mal schauen. König? Hoi Mima, das ist der Nils. Grüezi, Nils. Grüezi, wie haben wir's? Ja, es geht, danke. Du, kannst du mir etwas eine Antwort geben? Vielleicht. Weißt du, wo die Insel Korfu liegt? Sagt dir das Korfu? etwas? Ja, natürlich. Oh. Daddy, Ist- weißt du das, Insel Korfu? Wo die ist, gehört ja zu Griechenland oder so, meinte ich immer. Weißt du das der Grossdaddy? Nein, aber Doppel. wir sind jetzt spät auf das gekommen. Wäre der auf Griechenland gegangen? Ja, Okay, das ist gut. Tipptopp. okay. Also, danke. Das ist ja schon alles. Das war schon alles gewesen. Okay. Tipptopp. Tschüss. Danke. Ciao, Tschüss, Mima. tschüss. Tschüss. So gut. Also das heisst, Wir schauen an Griechenland ein. gut. Und Griechenland ist... Die Insel Korfu ist eine Insel in Griechenland. Oh, danke, Also Grossmami. der Telefonjoker hat gewirkt. Also, hure gut. Hure gut, sie haben das einfach gewusst. Mega stark. Habe ich ihm richtig angerufen. Ja, also wirklich, das wäre jetzt, also wenn du mehr mit Millionär, wenn bei Wer wird Millionär mal bist, dann weißt du, wen musst du anrufen. Ja, definitiv. Gut, nächste Frage. Vielleicht noch an meinem Grossmami sage ich eben Mima. Ja, stimmt, das ist... Das ist auch noch eine lustige Story, weil meine Cousine hat früher als Kind nie Grossmami sagen. Sie ist ein halbes Jahr jünger als ich und sie hat, warum auch immer, das Wort Mami einfach umtauscht zu Mima. Ah, so gut. Und damals hat dann einfach das Grossmami irgendwann gesagt, hey, ich bin für alle Enkelkinder bin ich dann das Mima. Ja, hure cool. Ich finde es Vor allem, hure ich find's lässig. Das hört man auch nicht so oft. Also. Mhm. Oder noch nie gehört Ich vorher. finde es einen hure schönen Namen eigentlich für ein Grossmami. Ich finde auch vor allem einfach halt Grossmami und Grosspapi ein bisschen lame. Wir sagen ja auch Nani und Neni. Ja. Das ist schon auch irgendwie einfach freundlicher. Gut, Okay, 4. Frage. 4. Frage. Wie lange ist die Amtszeit des deutschen Bundeskanzlers? Olaf Scholz. Also, ja, kommt nicht drauf an, welchen. Oder von welchem? Kommt nicht drauf an, von welchem. Es ist bei Dann allen sind es gleich 4 lang. Jahre. Oha, also nicht mal vorlesen. Nicht vorlesen, 4 Also Jahre. A wäre 6 Jahre, B wäre 5, C wäre 3 und D wäre 4. Ja. 4 ist natürlich korrekt. Also nur das wissen wir, oder wissen, also auch ihr daheim, ihr könnt gerne mitraten. Gespannt, also ob das alle wissen. Schreibt es gerne mal rein, Instagram oder sonst. Gerade auch wenn ihr andere Fragen habt,
Schreibt uns die Frage am besten nur einem von beiden. Sonst weiss ja beide schon die Frage. Wäre jetzt spannender gewesen, wie lange ist Angela Merkel zum Beispiel, wie viel Amtsdauern? Ja, das wäre Wären spannend zwei gewesen. Wäre gewesen. spannend gewesen. Ich glaube, Wenn ich's nächstes Mal richtig- tun wir selber Fragen Oder soll ich vorbereiten. Fragen vorbereiten und das Vielleicht. nächste Mal bist du im Quiz? Das wäre vielleicht auch lustig. Ja, das können wir eigentlich machen. So eine Quiz-Round. Also gut, dann kommen wir zu der nächsten Frage. Okay. Was ist kein Halogen? A. Fluor, B. Brom, C. Magnesium, D. Jod. Ich wiederhole die Frage nochmal. Was ist kein Halogen? A. Fluor, B. Brom, C. Magnesium und D. Jod. Also Halogen, das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Elementarsystem, in dem, wo die Elemente so aufdingselt sind, ist das, glaube ich, rechts so eine Klasse. Also eine Elementenklasse. Und das sind Halogen. Einfach Elementarteile, die in diese Klasse hineingehören, sind Halogen. Das kann sein. Und ich bin jetzt nicht sicher, ich habe das Periodensystem heisst, Periodensystem, ja, genau, ja. Ich hatte das leider nie richtig in der Schule gehabt. Ich hätte jetzt aber den 50-50 Joker mal Der eingelöst. 50-50 Ja, Joker, 50. also gut, wir setzen den 50-50 Joker ein. Und zwar, weg gehen A und B und zurückbleiben dort C, Magnesium und D, Jod. Also A und Und- B hätte ich schon Hättest können können ausschliessen. Ja. Das ist der Das ist 50-50 jetzt- Joker, ja, das ist schade. blöd, hä? Schade. Ja. Also Magnesium und Jod. Jod. Ja. Also es ist noch spannend, weil ich weiß ja die Antwort auch nicht. Ich sehe die Antwort noch nicht. Also ich gehe sie am googeln, wenn ich sie nicht weiß. Aha. Ich sehe sie auch nicht. Und Was hättest du tippt? ja, also ich habe jetzt auch keine Ahnung, aber Magnesium und Jod, das sind beides Sachen, die uns im Leben also schon bedroht. Also, Ich hätte auf D, Jod, hätte ich drauf Jod. gedrückt. Dass das ein Halogen... Nein, warte jetzt. was ist kein Ja, Halogen? dann ist es Jod. Genau, und Ich jetzt, hätte Jod der gesagt. Punkt ist, ich hätte auch Jod gesagt, weil Magnesium ist ja, wir kennen es als Pulver, Magnesiumpulver, aber Jod kennen wir im Salz, Salz. Inne, im Wasser, zum Beispiel so Jodbäder. Und ich bin da auch drin, zu schauen wir mal, was richtig ist. Okay, Magnesium ist richtig. Also C, Magnesium wäre... Oh Mann. Ist kein Halogen. Ist kein Halogen. Spannend. Magnesium ist kein Halogen. Jetzt ist es so, jetzt müssen wir geschwind zu der nächsten Frage wieder führen, weil wir falsch hatten, sind wir rausgeflogen. Bei Aha. «Wer wird Millionär» wären wir jetzt auch draussen. Stimmt, ja. Also wir müssen jetzt wieder heimgehen. Aber wir können jetzt noch mal weitermachen, wenn du geschwind die Leute unterhaltest. Das ist jetzt die Frage, wie ich euch die Heime unterhalte. Aber ich gebe mir meine beste Mühe, bis der lahmarschige André da irgendetwas am Handy umgedruckt hat, bis wir wieder bei der gleichen Frage angekommen sind. Im Normalfall wäre ich ja eigentlich Kandidat und es wäre die Aufgabe vom Moderator, eigentlich da an dieser Stelle zu unterhalten und gekonnt irgendwie läutet jetzt an unter 0800 Ja, 333 1278 3 mal die 5. 3x5 mit der Frage, wie beim Ups die Pan-Show, was ist das, was ich jetzt in den Händen halte? Ist das A, eine Klobürste oder ist das B, ein Rasenmäher? Schreibt jetzt. Gut. Ist wieder so weit. Ich bin so weit. Okay, gut. Wunderbar. Und zwar... Daniel Klose hat der, glaube ich, geheißen, der die Sendung moderiert hat. Keine Ahnung. Aber ja, wir kennen es auf jeden Fall alle. Gut, 5. Frage. 6. Frage, Entschuldigung. Wie heißt der geniale Erfinder bei Fix und Foxy? A. Daniel Düsentrieb. B. Albert. C. Professor Knox. D. Dr. Doolittle. Also Fix und Foxy, ich weiss, dass meine Mami
das sind früher Comicbücher wie Donald Duck, so in diesem Stil. Comicfilm. Also ich kenne die Serie oder hat's den Film Film. gegeben? Ich habe glaube mal einen Film gesehen als Kind, Fix und Foxy. Ja. Also soviel ich weiß, sind das nur Büchli gsi. Also wahrscheinlich schon ursprünglich. Vielleicht sind sie mal verfilmt worden. Ist auch nicht so wichtig, weil wir wollen wissen. Ja. Er ist der geniale Erfinder. Also können Daniel Düsentrieb Genau. tue ich ausschliessen. Wir können mal am Anfang anfangen. Ja. Daniel Düsentrieb, wissen wir alle. Ja. Tick, Trick und Track, der ist von Entenhausen. Ja. Also haben wir noch B. Albert, C. Professor Knox und D. Dr. Doolittle. Das würde mich jetzt mal interessieren, wenn du die nachgehst. Also wie nachher Also, wenn du jetzt... Was denkst du zu B? Zu also Albert? Knox. Albert. Ja, Albert ist irgendwie fast eine zu einfache Antwort. Jetzt irgendwie, also da fehlt irgendwie ein Zusatz. Doolittle finde ich hure sympathisch. Also wenn ich ein Buch würde lesen, dann vom Herr Doolittle. Ja. Finde ich irgendwie charismatisch. Und Knox, was ist das jetzt gewesen? Knoxville? Gibt es ja irgendwie... Ist, Knoxville gibt es, ja. Ist das eine Stadt oder ein Knoxville. Nachname? Warte, das ist vielleicht auch aus einer Serie. Ist das irgendwie Batman? Boah, keine Ahnung, kann sein, nein. Oder ist das Also Nashville? Batman ist Gotham City. Ja. Aber Knoxville gibt es schon auch irgendwie. Also machen wir weiter am Also besten. ich hätte gesagt Doolittle. Doolittle. Finde ich sympathisch. Gut, zum Glück habe ich es gewusst und habe auf einen anderen gedrückt. Freche Sieg. Ja, ich habe es gewusst. Du hast es Ja, gewusst? sicher habe ich es gewusst. Das Ding ist, ich habe es nicht sicher gewusst. Oh, okay, gut, ich habe gerade ein bisschen lieb. Also, ich habe es auch nicht sicher gewusst, aber es ist nicht Doolittle, sondern es ist der Fox. Knox. Es ist der Professor Knox. Okay. Weil, und meine Herleitung war, Dr. Doolittle ist ein anderer Film. Das ist so ein Film, den kenne ich. Dr. Doolittle ist, glaube ich, einer mit so Tieren. Der kann mit Tieren reden und ist so ein Tierarzt oder so. Der Johnny Depp hat den, glaube ich, mal gespielt. Oder, ja, auf jeden Fall, Doolittle kenne ich irgendwo, das ist es nicht. Und dann habe ich mir gedacht, eine Serie, die Fix und Foxy heisst, dass sie nochmal ein X in den Namen haben, ist mega Ding. Und dann habe ich gedacht, die nennen sich doch ähnlich, also Fix, Foxy und Knox passt besser zueinander. Wie Fix, Foxy und Doolittle. Und dann, ja. Okay. Ja. Aber das bringt uns dazu, dass wir direkt zur nächsten Frage gehen. So. Wie lange kann ein deutscher Bundespräsident längstens im Amt sein? Jetzt sind wir eigentlich gerade dort, wo vorher... Ja, aber Bundespräsident ist etwas Ah, ja, anderes als stimmt, ja. Kanzler, Bundeskanzler. Zum Glück kommst du die Fragen über und nicht ich. A. 4 Jahre. B. 5 Jahre. C. 15 Jahre. Und D. 10 Jahre. Also, wir haben A. 4 Jahre. B. 5 Jahre. C. 15 Jahre. Und D. 10 Jahre. Mhm. Also ich meinte der aktuelle... Was ist die Frage? Nicht Bundeskanzler. Wie lange kann ein deutscher Bundespräsident längstens im Amt sein? Und das ist, meinte ich, jetzt geht der Steinmeier, heisst der, Kann sein, glaub's. ja. Und der ist ja schon irgendwie seit 1000 Jahren schon alt. Ewigkeit. Der ist älter als weiss auch nicht was. Grüße gehen raus. So, und so Sachen sind meistens entweder auf 4 oder auf 2 teilbar. So Jahreszeiten. Darum 4 Jahre sind zu wenig, 5 Jahre ist eine ungerade Zahl, 15 ist auch ungerade und zu lang fast schon. Darum wäre ich auf 10 Jahre gegangen. 10 Jahre. Gut. Ist richtig. 10 Jahre ist richtig. Ausschlussverfahren hat es gebracht. Ja. Ausschlussverfahren ist es bei Quiz Games. Geil. Gut, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Wann habe ich die Million? Wir sind jetzt bei Frage 8 Von? 15. Also Ui. es kann auch gut sein, dass wir gar nicht bis dort kommen. Ich glaube auch, wenn du jetzt rausgehen würdest, vorher haben wir ja noch mal weitergemacht, einfach, dass es nicht ganz fertig ist. Aber ich glaube, wir nehmen es jetzt ernst. Und du hast noch den Zuschauer-Joker in dem Sinn. Also du? Nein, du
du bist ja am Spielen. Aber du bist ja wer ist Du mein hast noch Zuschauer? Ich kann Ja, Zuschauer wäre eigentlich das Publikum, also der Publikumsjoker. Ich gehe davon aus, weißt, der hat es da integriert. Aha, Also ich gehe davon aus, aha. dass da etwas passiert. Der 50-50 ist auch integriert. Ach so. Ja, voll. Okay. Drum, den Zuschauer-Joker hast du noch. Weil jetzt kann es blöd sein, wir sind jetzt irgendwo bei der 15'000 € Frage und wenn du weiterkommst, dann wird spannend. Sind wir gespannt. Wie heisst ein kubanischer Tanz im gemäßigten 4/2-Takt? 2/4-Takt. Ich wiederhole die Frage nochmal. Wie heisst ein kubanischer Tanz im gemäßigten 2/4-Takt? A. Soca, B. Habanera, C. Maxixe, ja, spreche ich sicher falsch aus, D. Samba. Ich glaube, ich wiederhole es nochmal, weil es ist relativ... Ich habe eine Antwort. Hast du eine Antwort? Also Samba schließe ich aus, weil das ist ja... Ja. Dö, 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 Ich dö, glaube, das ist etwas anderes. Aber das ist ja aber Samba, ole, ole. Ja, aber ja, voll, dö, stimmt. dö. Oh, ja, stimmt. Das- Samba ist auf jeden Fall brasilianisch. Oder Samba. mexikanisch? Nein, Samba. Brasilianisch? Nein, Brasilianisch. Ja, Okay. mexikanisch wäre die Frage. Dann wäre es blöd, wenn du ihn ausschliessest. Nein, es ist Kubanisch, ja, stimmt. So, hallo? Entschuldigung, jetzt bin ich blöd gewesen. Aber die Hauptstadt von Kuba ist ja Havanna. Havanna, Und genau. das zweite, Antwort B, hat ein bisschen Ähnlichkeit zu Havanna. Habanera. Habanera. Also A. Soca, B. Habanera, C. Maxixe und D. Samba. Soweit ich weiß, sind das alles Tänze Schon? von anderen Ländern. Ja. Okay. Aber Also es ist ja 2/4-Takt. genau. Und gemäßigt, das heisst, das Wort muss auch so ein bisschen schlaftablettenmässig Ja. irgendwie sein. Und Habanera, das macht schon das Gesicht müde. Also wenn das deine Antwort ist, dann loggen wir das ein. Das ist gut, ja, und sonst fliege ich raus. Und sonst fliegst du raus. Bevor ich jetzt drücke, hätte ich auch gesagt. Hättest du auch Also, gesagt? also vor allem, ich glaube, ich habe das schon mal gehört. Habanera ist es, glaube richtig. Yes, Habanera ist richtig. Voll, es ist noch krass, was man zum Teil schon gehört hat. Weil das andere, also eben, Samba kennen wir alle. Samba ist brasilianisch. Samba ist Samba, und nachher sind sie auf diesen Karnevals, weißt du, in Rio, wo sie Halbblut. durchfahren. Halbblut, ja. Oder halb angelegt, je nachdem, wie du es gesehen. Das Glas ist immer halb voll. Genau. Immer halb Momentan angelegt. ist es leer, aber... Also, und zwar, nächste Frage. Frage 9. Wir kommen da schon zu den spannenden Fragen. Welche türkische Provinz hat die größte Fläche? A. Ankara. B. Ankara, meinst du? Ankara, genau. Ich kann es halt nicht immer richtig aussprechen. B. Adana oder Adana, je nachdem. C. Konya, also K-O-N-Y-A, noch nie gehört. Oder D. Istanbul. Welche türkische Provinz hat die größte Fläche? A. Ankara, B. Adana, C. Konya und Istanbul. D. Also Istanbul schliesse ich aus, weil ich habe gemeint, Istanbul ist nur das Zipfeli, wo das Schwarze Meer und irgendwie das andere, also das ist nur dort der Verbindungsding, das habe ich gemeint. B und C habe ich selber noch nie gehört und Ankara ist, glaube ich, hure gross. Zumindest in meinem Kopf ist es hure gross. Ja. Und ich hätte auf A getippt. Also ich glaube, wir loggen einmal ein. Oder Zuschauer-Joker wäre Wenn du jetzt willst. vielleicht... Ja, wir machen Willst du Zuschauer. Zuschauer-Talk? Weil Ja. es kann die letzte Frage sein. Ja, sonst aber so. ja, sonst faulen wir raus. Voll. Okay, die Zuschauer sagen 23% A, 19% B, 47% C und 11% D. Okay. Also, du bist, ich sage mal so, du bist bei den Zuschauern in dieser Hälfte, wo sich wahrscheinlich Viertel. unsicher... Also genau, du bist aber auf der Hälfte der Antworten, die grösser sind. Also Aha, es gibt zwei ja. Antworten, die kleiner sind, also die wahrscheinlich ausgeschlossen werden können. Also wäre sonst das Publikum auch blöd. Ja, dann nehmen wir C. Nehmen wir Dann, C, vertrauen wir am 47. Publikum. Ja. Intelligenz der Masse.
Das ist korrekt. Brutal gut hast du den Joker jetzt gezogen. Sonst wäre nämlich die Runde vorbei sein. Jetzt kommt aber eine Frage. Jetzt sind alle Joker weg. Jetzt sind alle Joker weg. Scheisse. Genau, jetzt bist du auf dich selber gestellt. Wir haben noch 5 oder 6 Fragen vor sich. Wir sind jetzt bei der 10. Frage. Also noch 5. Ziehen wir das noch durch? Ich glaube nicht, dass du alle 5 richtig hast. Ich würde sagen, wir ziehen das durch, bis du rausgehst. Gut. Weil ich finde es eigentlich noch, ich find's recht spannend. Wie hoch ist das Matterhorn? Etwa steht immer vorne dran. A 4800 Meter, B 3800 Meter, C 4000 Meter und D 4500 Meter. Ich habe gemeint, das Matterhorn ist irgendetwas mit 4,2. 4200 hätte ich jetzt im Kopf gehabt. Ich habe gemeint, das ist ein 4000er. Ich sage jetzt nichts. Weißt du etwas anderes? Ich weiß nicht. Du weißt nicht. Ich weiß nicht. Nein, ich weiß allgemein Kannst du nicht mal viel. die Antworten vorlesen? Ja, sehr gern. Wie hoch ist das Matterhorn? 4,8. A 4,8, B 3,8, C 4 und D 4500. Genau. Ist noch fies, weil alle sehr nah beieinander liegen. Ja. 4,8, 3,8, 4 und 4,5. Vielleicht, wenn du noch mal Ausschlussverfahren machen Irgendwie habe ich 4200 etwas im Kopf. Also das Nächste. Wenn es 4250 ist, ja, Ja, es scheiße, ist- kaufmännisches Runde. Ja. Wir gehen mit 4500. Mit 4500. Hätte ich jetzt. Antwort D wird in dem Fall eingeloggt. Und Antwort D. Wie hoch ist das Matterhorn? Das Matterhorn ist ca. 4500 Meter. Das ist richtig. Es ist richtig. Oh. Ich habe gemeint, du bist falsch. Ich habe wirklich gemeint, du bist Oh, falsch. Ich shit. hätte auch 4000 gesagt. Darum habe ich nichts sagen, weil ich hätte dich wahrscheinlich in die falsche Richtung geleitet. Aber ja, ich hätte jetzt auch gesagt Wow. 4000er. Aber Aha. 4500, Krass. also circa. Unglaublich Ich muss gut. wirklich mal ins Du musst wirklich mal ins Fernsehen. Also einer gegen 100. Ja. Einer hätte schon geschlossen. Also mich hätte schon auseinandergenommen. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie heißt die bedeutendste Mathematikerin des 20. Jahrhunderts, die in ihrem Theorem. Theorem. Kennst du das? Nein. Das Wort? Ich auch nicht. Okay. Wie heißt die bedeutendste Mathematikerin des 20. Jahrhunderts, die in ihrem Theorem die physikalische Erhaltungssätze auf grundlegend symmetrisch. What the fuck? Die Frage ist so kompliziert. Ich lese sie nochmal vor. Wie heißt die bedeutendste Mathematikerin des 20. Jahrhunderts, die in ihrem Theorem die physikalischen Erhaltungssätze auf grundlegend Symmetrien zurückführt? Also erhalten, ja, Ja. mal leer schlucken. Aber ich habe Und gemeint. jetzt machen wir. Ja, du hast schon 4 Vorschläge über. Ja, aber Erhaltungssatz, das ist irgendwie ein System, das Energie, du kannst nichts aus dem System rausnehmen, ohne dass Energie quasi kann raus. Ja, das ist Erhaltungssätze auf grundlegende Symmetrien zurückführt. Aha. Ja, du mal die Namen vorlesen. A. Amelia Emmy Noether. B. Hideki Yukawa. C. Irene Joliot-Curie. D. Marie Bernoulli. Also Bernoulli. Wahrscheinlich italienisch. Bernoulli. Also A. Amelie Emmy Noether. B. Hideki Yukawa. C. Irene Joliot-Curie. Und Marie Bernoulli. Kann ich nicht aussprechen, da bin ich einfach zu schlecht im Italienisch. Irgendwie der Name Noter, der sagt mir. Also ich weiß nicht, ob ich Kennst schon mal. du jemanden von diesen 4? Nein. Weil ich kenne nämlich auch niemanden. Also, Jolie Curie, das ist etwas, was man schon mal wie irgendwie gehört hat, aber das ist halt wahrscheinlich ein bekannter Nachname.
Ja, der Moncherie, das reimt sich irgendwie auf das. Ja, der Curie. Curie ist einfach, glaube ich, ein bekannter Nachname. DJ Antoine Moncherie. Mongerie. Ja. Aber ich hätte auf Antwort Schwierige- A hätte ich getippt. Noter. Amelie Emmy Noter, wenn du Mhm. das schon mal gehört hast. Also ich meine, das schon mal gehört zu haben. Ja, ich denke, das ist jetzt halt, jetzt wird es immer schwieriger. Ja. Jetzt ist natürlich, wir loggen das ein und es ist korrekt. Es ist korrekt. Hey, krass. Hey Nils, du machst das hure gut. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Hey, das ist gut, wenn du das heute gewünscht, dann muss ich nächstes Mal nachdoppeln. Aber richtig, hey. Okay, gut. Nächste Frage. Wie alt war Orson Welles, als er Citizen Kane drehte? Also Orson Welles, als er Citizen Kane drehte. A. 27 Jahre, B. 23 Jahre, C. 25 Jahre und D. 29 Jahre. Ja, das ist hure alles. Alles das hure ist nach. Also hure entweder weisst Scheisse. es oder hast Glück. Also Wales, der Name von dem Werteherr sagt man nichts, Ah, der nicht? Film sagt man nichts. Ah, okay. Ah, krass, Und- okay. Ja, krass, spannend. Sagt Orson man- Welles kenne ich und Citizen Kane kenne ich auch. Das würdest du glauben, also ich glaube, du kennst ihn, du hast auch schon etwas von Filmen von ihm gehört. Okay. Also, Kurt. Kurt. Kurt Cobain. Nein. Ja, das ist jetzt ein sehr Dingsler. Also leider hat eben der Nils schon all seine Joker verspielt. Ja, das ist jetzt. Ja. Ja. Also Also was Entweder von 23. 27, 23, 25 oder 29. Also 23 ist Wann? sehr jung. Sagst jetzt du. Sag jetzt ich. Ja. Also weißt du, wann der? Ich habe keine Ah, Ahnung. du weißt auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, wann dreht man Film? Ja, wir drehen auch mit 23 Filmen. Es ist schwer schwierig zu sagen. Ich hätte jetzt gesagt, er war schon jung gewesen, als dass er Mhm. halt etwas Spezielles ist, aber er kann nicht zu jung gewesen sein. Darum, ich tendiere zwischen 27 und 29, aber ich würde auf 27 tippen. Aber Gut. ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich würde sagen, wir loggen das ein, weil 27 hätte ich jetzt auch tippt. Ich habe auch keine Ahnung. Okay. Aber tippen wir mal. Es wären, und das ist jetzt vorbei, die Geschichte, es wären 25 gewesen. Ja. Wir sind leider auf 1000 Franken zurückgekehrt. aber Ja, aber es war eine coole Idee, und ja. ich muss sagen, du hast dich verdammt gut geschlagen. Hey, merci. Also wirklich, also vor allem die letzte Frage, die eins vorher mit der Anna Noter, hat mir gar nichts gesagt. Ich hätte wahrscheinlich auf den Kiwaya tippt da, einfach auf den Japaner, weil irgendwie vieles Japaner gemacht haben. Hure stark, also Props an dich. Merci, merci. Wirklich cool. Es ist eine coole Idee, dass du das jetzt so aufgegriffen hast. Hat hure Spass gemacht. Ich habe gefunden, das ist doch eigentlich witzig. Und es ist halt eben auch spannend, weil so Fragen, ne? Man hat manchmal das Gefühl, man kann das gar nicht wissen. Und trotzdem, du hast jetzt, also wir sind bis Frage 12 gekommen. Klar, wir haben einmal, ich sage mal, in Kooperation verkackt. So, aber es ist eine coole Sache. Also, ja, ich bin gespannt. Ja, und mit Hilfe vom Grossmami. Ja, stimmt. Das ist eigentlich das Beste. Das ist hure cool, Und ja. sie hat dich gerettet. Also sie hat dich Ja. eigentlich schon bei der ersten Frage gesaved, weil das ist auch, wenn du es nicht Ich weißt. hätte dort auf Kroatien eben getippt. Ja, wegen dem Namen. Oder Ich weiss, Korfu war ja die Frage, Korfu, oder? ja. Oder die Antwort. Oder nein, die Frage Oder ist Korfu. Korfu. Ist ja die Frage, wo liegt die Insel? Ja. Und es gibt irgendwie eine grosse Insel, die im Mittelmeer neben Kroatien liegt. Aber ich habe gemeint, das ist die Insel. Aber die heisst irgendwie anders in dem Fall. ja, und es ist auch fies, wenn man jetzt einfach nur Bilder oder so gesehen hat von diesen Inseln. Ich kann jetzt dir mal geschwind das Bild zeigen, aber es sieht aus, wie wenn es irgendwie in den Tropen wäre. Also es sieht aus, es könnte jetzt also auch egal wo sein, einfach auf einer tropischen Insel. Von dem her krass, dass sie das gewusst haben, dass sie das. Eben, vielleicht ist dort damals mal irgendetwas passiert oder so, wo wir nicht wissen oder wo wir nicht kennen. Aber Kroatien ist im Fall auch gar nicht ein. Okay, doch, Kroatien ist sehr schlecht gewesen. Ja. Also,
sehr schlecht. Nein, nicht sehr schlecht. Das ist am Stiefel unten bei Italien auf der gegenüberliegenden Meerseite. Östlichen Seite. Also einfach auf der Griechenland. Weißt du, wenn du jetzt ganz unten in den Stiefel gehst, also in den Absatz vom Stiefel, dann dort so schnell wie möglich quer über das Meer fährst, dann landest du dort. Ja, okay. Voll. Und Kroatien ist halt in dem Sinne einfach noch ein bisschen weiter oben. Also du bist auch nicht so weit falsch gewesen mit der Vermutung Kroatien. Ja, aber... Ja, ist cool. Ist lässig, hast du das gut gemacht, wirklich cool. Hey, ja, merci. Voll. Das nächste Mal dann im Fernsehen. Nein, das nächste Mal bist du dran. Ja, das nächste Mal genau. bist du dran. Fix. Voll. Ja, habe ich jetzt witzig gefunden. Ich weiss nicht, ob vielleicht gerade noch etwas hast oder ein Thema, das dich gerade noch aufrührt. Jetzt muss ich ganz kurz am Notel meine Notizen suchen. Ja, das ist voll okay, das ist normal. Also wenn ich jetzt denke, die Fragen, das ist halt schon auch so Fragen und so Zeug, das musst du voll entwickeln. Weil die einen, du hast es gesehen am Anfang, die einen Fragen, die sind einfach viel zu leicht. Und dann ist es aber ein schmaler Grad zu schwer. Also, es ist lässig. Ich hatte gerade letztes Wochenende noch ein spannendes Gespräch mit einer Frau. Schätzungsweise hätte ich gesagt Ende 20, Anfangs 30. Und wir sind dort, also ich kenne sie vor allem einfach aus dem Gesehen. Habe ich gewusst, wo die angehört, wer das ist, Vorname und so. Aber ich bin noch nie mit der richtig ins Gespräch gekommen. Ja, safe. Und ich bin aber letztes Wochenende bin ich in einer Küche aushelfen an der Pommes frites-Maschine. Geil! Und habe dort bis am Morgen um 4 Uhr habe ich Pommes frites gemacht. Oh, stabil! Ich war der Pommes frites-Meister. Boah, hat nachher nicht alles nach Fritteuse gestunken. Sicher, aber ich finde das geil. Guilty Pleasure 2. Am liebsten hätte ich mich selber vernascht. Nein, und mit dieser Frau, sie hat sich eben den ganzen Abend durch, hat sie sich so den Bauch ein bisschen wie so aufgekippt. Und danach, du hast gesehen, aha, das ist nicht irgendwie ein Bierranzen, sondern die Frau ist schwanger. Und danach habe ich dann gefragt, ja, mega schön und in welchem Monat und so, ist alles gut und so. Und dann hat sie von sich aus gesagt, das ist jetzt der 4. Versuch. Also es hat, ich weiss nicht, ob es 3-mal Fehlgeburten waren oder ich glaube, bevor du im 3. Monat bist, ist es einfach nur unsicher, ob es bleibt irgendwie. Also bis im 3. Monat ist das mit dem Abtreiben. Du kannst bis in die 12. Schwangerschaftswoche kannst du abtreiben, weil man sagt, dass bis dann noch nicht so viel entwickelt war. Und ich kann mir vorstellen, dass auch in dieser Zeit noch etwas passieren kann, dass das Kind nicht überlebt. Ich habe nur schon gehört aus dem Familienkreis, so, dass man bis in den 3. Monat oder bis der 3. Monat abgeschlossen ist, sieht man einfach wirklich noch nicht viel. Plus bis dahin tut man das seiner Familie und so noch gar nicht richtig erzählen. Genau, man sagt noch nichts, weil es kann eben noch sein, dass es nicht funktioniert. Also dass das Kind nicht übersteht. Und ich habe es eigentlich noch recht krass gefunden, weil eben so das Thema Kinderwunsch, wo bei uns beiden rum ist, früher oder später, mit dem richtigen Mensch, dass es halt auch voll in unserem Bekanntenkreis und so einfach Leute gibt und die versuchen und probieren und es geht und es geht einfach nicht. Ja, das ist eine säde Sache. Also ich habe auch einen Kollegen von meinem Papi. Sie haben jetzt mittlerweile ist der Sohn. Sie haben einen Sohn, haben es aber auch schon lange probiert und dann haben sie einen Sohn und der ist jetzt mittlerweile glaube schon 11, 12 und seit der irgendwie 2 ist, probieren sie es für ein zweites Kind und es gibt einfach keins. Und sie wissen ja, also fruchtbar sind beide, natürlich nicht überfruchtbar, ist ja in der heutigen Zeit immer ein bisschen schwieriger, das geht ja runter. Und das ist etwas Herz. Vor allem, eben, du hast dann schon ein Kind, willst eigentlich ein Geschwisterte, aber wenn der ja nachher dann 15 ist und dann kommt das Kind, ist es ja auch nicht mehr so ein Geschwisterte, wie du eigentlich hast wollen. Das ist schon hart. Vor allem, weil uns ja eigentlich immer eingetrichtert wird, Achtung, es macht 0, plötzlich hast du gerade ein Kind. Aber so einfach ist es eben gar nicht. Ja. Es ist gar nicht so
Also es ist, glaube ich, schon eher eine Ausnahme. Es ist nicht normal, Das- dass ja. du nicht fruchtbar bist. Aber es ist halt schon so. Und da komme ich jetzt eigentlich zu der eigentlichen Story, die ich erzählen will. Und zwar bei der Rekrutierung, wo es ums Militär gegangen ist, habe ich neben dem allerersten Marschbefehl habe ich eine Art wie ein zweites Briefchen noch bekommen, wo vom Bundesamt für Statistik für weiss nicht was mir zugeschickt worden ist. Und in diesem Briefchen war der Titel «Fruchtbarkeit bei jungen Männern». Aha. Und Krass. in dem Moment, eben in unserem Jahrgang, haben alle Buben so das gleiche plus minus innerhalb von der gleichen Woche per Post zugeschickt bekommen. Und ich bin irgendwie der Einzige so rundherum gsi, der nur ein zweites Brief bekommen hat für Fruchtbarkeitsstudien. Wir wollen dich, Nils, schauen, ob du fruchtbar bist. Ah, krass. Ja. Und auch nachher, also wenn ich jetzt meine Kollegen, auch wo ich dann nachher in DRS gegangen bin, Ja. nachher im Durchdiener, irgendwie, ich weiss Nein, nicht. das kennt man gar nicht. Das kennt man Nein, gar nein. nicht, ja. Das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Auf jeden Fall an diesem Zeitpunkt, eben, im Normalfall, du weißt ja nicht, ob du fruchtbar bist, Nein. ob das funktioniert Nein. oder ob da irgendwie etwas falsch zusammengesetzt worden ist. Und dann habe ich einfach gedacht, du, schau, ich finde das eigentlich noch eine gute Sache. Einfach für mich zum Wissen, hey, kann das funktionieren? Funktioniert meine Maschinerie? Und danach habe ich mich dort tatsächlich angemeldet. Und dann hat es so Instruktionen gegeben. Hast du ins Becherli wichsen, oder? Ja, so So weit sind wir noch nicht. so weit sind wir noch Aber lange nicht. dann hat es geheißen, ja, man darf 48 Stunden vorne darfst halt nicht mehr wichsen. Und Aha. du musst möglichst wenig Drogen und möglichst wenig Zucker und möglichst Ach, wenig krass. weiss nicht was, damit das Ergebnis möglichst Ja, unverfälscht. unverfälscht. Weil irgendwie auf dem Brief ist gestanden, wenn du halt innerhalb von diesen 48 Stunden wichsest, danach kann deine Fruchtbarkeit wie zu tief sein. Ja, voll. Dann mag die Maschine nicht nachher. Also wenn ihr kein Kind wollt, fleissig wichsen. Und ja, also ich zumindest damals ist das nicht denkbar gewesen, 2 Tage lang nicht wichsen. Ja, wirklich? Ah, krass. Das geht nicht. Oha, okay, krass. Das Stabil. ist Fleißbandproduktion. Da Man muss... merkt, du bist nie im Pfadilager gewesen. Nein. Also im Militär hatte ich hure Mühe gehabt. Ja, das glaube ich, ja. Und am Wochenende war Samenstau. Dann musste abgepumpt werden. Melkmaschinen Ja. angehängt. Nein, und also das mit den 48 Stunden, das habe ich nicht gemacht. Aber sonst habe ich schon ein bisschen geschaut. Auf jeden Fall bin ich dort eingerückt auf Mails. Ja, Mails bin ich in der Ding gsi, in der Ausmusterung. Und dann, währenddem dass die anderen dort den Sporttest und die Belastbarkeit von weiss nicht was am Testen waren, hat es dann geheissen, soll da, oder Rekrut Kümin, oder weiss auch nicht mehr, Mikro. Kümin. Oder Bist ja Herr noch Kümin. nicht im Ja, Militär. Ja. ich bin noch nie gewesen. Nobody. Bitte Mikro. Sie können wichsen. und ich... Also vorne, ich kann mir nicht vorstellen, wie das halt abläuft. Ja. Und es läuft genau so ab wie in jedem amerikanischen Film. Nein! Du kommst dort in die Urologie, also zum Schwanzdoktor. Und nachher heisst es dort, aha, grüezi, Sie sind der und der. Und dann dreht sie sich kurz um, macht den Kasten auf. Und nachher nimmt sie einfach so ein verklebte Big Playboy-Zeitschrift aus dem Kasten raus, wie geil! tut das so auf den Tresen drauflegen und du so, was soll ich jetzt mit dem genau? Und ich hatte so Glück, weil wir sind das Zweite gsi, sonst einer hat auch noch das Aufgebot zum Wichsen bekommen. Und der Dude, der hat mir so leid getan, weil der hat sein Handy nicht dabei gehabt. Oh, Scheiße! Und also bei der einen funktioniert das schnell und einfach halt zum Latte bekommen, aber mit so verklebten und grusigen und weiss nicht was Zeitschriften ist jetzt nicht der beste Lieferant Ja, für einen Ständer.
Und zum Glück hatte ich dort das Handy dabei. Ich hatte dort so ein Döschen, halt wirklich genau wie im Film. Und dann bin ich aufs WC, dort, wo Nur schon alle das, Gäste, ja. wo jeder von dieser Praxis oder so... Weißt du, wie viel haben geht dort dort schon auch gewichst, Bruder? Ja, sicher. Im gleichen Heftli. Alter, das Alter, nein. Das zum Thema Hygiene. Ja, irgendwie. Und das war einfach das Gäste-WC gewesen. Und das ist nur so Alter. eine Kabine. Ich kann nicht mal auslesen, so das Vordere, dort wenigstens weniger oder so. Oh mein Gott, Und nein! in diesem WC hat es so wie einen Briefkasten drin gehabt, Ja, voll. wo von beiden Seiten hast können Ja. aufmachen. Und das ist halt alt. Ich kann es mir richtig ja, vorstellen. ich habe mein Geschäft dort erledigt und danach bin ich so rausgelaufen und ich habe der gesagt, ja, die Post ist angekommen. Post ist Post. angekommen. Ich habe das Päckchen. Soll ich als Päckchen? Ja, genau. Oh mein Fuck Gott. nochmal. Wow. Also es ist eigentlich es ist ein hure unangenehmes Thema jetzt auch so zum drüber Ja, reden, true. aber es ist das Natürlichste Ja, und ja, das safe. Normalste und so und darum rede ich auch so offen und darum über geben das. sie dir auch so ein Heftli. Weil es das Normalste ist, zum Beispiel auch, dass der Mann sich muss aufgeilen an irgendetwas. darum haben die Heftli. Also völlig, es ist crazy. Also, wenn du das so erzählst, ich habe auch eine Story mit so einem WC, mit Briefkasten. Und Mit Heftli, ohne Heftli. ohne Heftli, aber dafür anders heftig. Bei mir war es so gewesen. Und zwar, wenn ja, ich sag's mal so, wenn ich eine neue Bekanntschaft habe, mit der wir ein F+ oder so starten, dann mache ich tue ungern mit Gummi verhüten, aber ich tue auch nicht gern nicht verhüten, weil das ist dämlich, wie wir in der letzten Folge gelernt haben. Und dann tue ich am liebsten einen Test machen. Jetzt der Test, der wird im Urin gemacht und das heisst, du gehst dann, das kostet etwa 200 Stutz, also ja, ist ein teurer Spass. Also für den Spass nachher ist es eine teure Geschichte. Und dann gehst du auch zum Arzt. Bin ich dann dort gekommen, zu meinem Hausarzt, wo ich sonst immer bin. Und dann heisst es, ja, dort aufs WC gehen. Und dann in diesem Briefkasten hat es ein leeres Becherli. Das kann man nehmen und dann muss man dort reinseichen. Und dann kann man das dort wieder reinstellen. Und jetzt bei mir war das so. Ich bin dann in das WC rein dort und wusste, okay, jetzt Becherli, tipptopp, schaffen wir schon. Dann habe ich dort das Teil... Schaffen wir andere. Ja, Komm, let's go. Ich habe das Schränkchen aufgemacht, sehe dort das Becherli, nimm das in einem Schwung raus und flatsch alles über meinen Arm. Hat dort noch etwas... Ja, Nein! jetzt ist dort ein Becherli drin gestanden, von dem vorher und nicht mein leere. Und ich habe dann so Pisse auf der Hand gehabt, habe das Becherli mit so der Hälfte, was noch drin war, wieder reingestellt, habe das Kästchen wieder zugemacht, meine Hand abgewaschen und bin rausgegangen zu der anderen und gesagt, Entschuldigung, dort hat es gar kein Becherli drin. Hat sie mir dann mein Becherli gegeben und ich habe das dann verrichtet. Ich habe aber mich nicht getraut, jemandem zu sagen, dass ich da Urin von irgendjemandem Aber du erzählst jetzt einfach wie einfach. über meine Hand gelernt habe. Aber Digga, das war auch ein ganz übler Moment. Weil weißt, du bist sonst schon, du weißt nicht ganz, was machen, neue Situation. Und dann langst du dort rein. Nein, und über meine Hand. Zum Glück das Lavabo geht nebendran. Aber weißt du, es war noch warm. Es ist noch so. Das ist wirklich. Ja, ganz eine schlimme Story. Ich mag mich noch an meine Wig-Story, aber auch in dem besagten WC. Von diesen beiden bin ich eben der Erste noch gewesen. Oh. Also das heisst, ich habe in dem Moment, wo ich meinen Dödel in der Hand hatte, habe ich gewusst, 5 Meter nebendran wartet einer, um seinen Dödel in die Hand zu nehmen. Und so das Druckgefühl, also psychisch wie auch physisch, Ja. das fickt einem. Und Ja. wenn du, also für mich persönlich, Orgasmus, das ist immer ein schöner Freudenmoment. Ja. Und wenn du einfach weißt, draussen wartet einer, dass der kann abspritzen. Er wartet auf deinen Orgasmus. Ja, Das ist und wirklich- das ist nicht gut gewesen. Nein. Das ist nicht gesund gewesen. Wow. Ja. Ja, also gerade Druck beim Orgasmus habe ich auch noch eine kleine Side-Story, weil wir vorher von der Pfadi angefangen haben. Das ist schon, wenn du so als pubertierender 12-, 13-Jähriger, der gerade seinen Körper entdeckt hat, gehst du 2 Wochen ins Pfadi-Lager.
Das heisst, du bist eigentlich die ganze Zeit auch, weißt, unter anderen Jugendlichen, also auch immer mal wieder am Flirten und so und das. Und nachher war es so, es hat nur das WC ist immer so eine Latrine, die man in den Wald stellt. Und auf dem stinkt es gröber, dort wächst es nicht. Also nein, nein. Und dann sind wir bei der Wanderung bei einem Bauernhof gestrandet und haben dort dann übernachtet. Und dann hat es dort so ein Bauernhof-WC gehabt. Ich weiss nicht, du kennst die mit diesen Türen, die so braun sind und man kann es gar nicht zugeschliessen oder etwas, sondern es ist nur so ein Türchen. Und dann hat es dort das WC gehabt. Und ich, 12-Jährige, bin in das WC hin und das hast du nicht richtig zumachen. Das heisst, ich bin dann dort mit runtergeladenen Hosen gestanden, einem Dödel in der Hand und einer Hand die Tür am Zuheben und haben wir dort eins gewichst. Und das war noch die Zeit, wo noch kein Sperma kam. Also ich bin noch nicht mal entwickelt oder fruchtbar gewesen, aber man hat Hauptsache der Reiz hat einfach müssen sein und ich bin dort gestanden. Und heute habe ich nur noch das Bild im Kopf, wenn ich mit der Hose unten die Tür zuheben und gleichzeitig am Wichsen bin, ja. Also von dem her. Und dort hat es kein Heftchen oder etwas gebraucht. Dort ist es einfach der Gedanke, die Möglichkeit und dann bumm. Ja. Zack, bumm, ja. Aber also schreibt gerne mal, wo habt ihr schon masturbiert, was nicht normal ist. Erzählt es uns, es interessiert uns unglaublich. Sollen wir irgendwie so eine Beichtstuhl-Sektion in unseren Podcast einbauen? So W25 beichtet. Und dann einfach... Boah, ja, das wäre lustig. Also wenn ihr irgendwelche Beichten habt. Wir bleiben natürlich anonym, also Datenschutz ist bei uns gross geschrieben, das wisst ihr. Aber das wäre hure interessant. Es wäre spannend. Ja. Natürlich ist es schwierig. Man kann, ich weiss gar nicht, nein, uns kann man kein Mail schreiben. Ja, weißt, es ist ja dann wir haben eine E-Mail-Adresse. pushcast@gmail.com. Perfekt. Ja. Also, wenn ihr anonym möchtet, sein. Guter Absender, aber den lesen wir nicht vor. Das nein, ist klar. eh nicht. Aber es ist mehr einfach auch, du kannst ja dann also, wenn es wirklich etwas Schlimmes ist, kann man doch auch anonym, oder nicht? Ja, das ist das Telefon. Ist das nur beim Telefon? Ja, okay, gut, dann... Wir wissen es halt, aber... schnell eine Fake-E-Mail. Ja, oder so, ja. Ja, genau, ja, fix. Also es ist auf jeden Fall safe bei uns, das kommt nicht raus. Also bis auf im Podcast, aber natürlich ohne Namen. Also wenn ihr irgendeine coole Story habt, schickt es uns. Wäre sicher mega interessant, mal so. Eben, wir haben vorgelegt mit unseren Gesichtern, also schämt euch nicht so, das passt alles. Und ja, ich weiss nicht, ich glaube, ich würde wieder mal am Nils legendäre Worte überlassen. So. Ja, ich kann meine abenteuerlichste Wig-Story vielleicht als Abschluss noch dingseln. Sehr gern. Und wir haben es vorne eben gehabt, Pfadi, 2 Wochen. Bei mir ist der Druck vielleicht anders irgendwie geregelt. Das Ventil ist irgendwie stärker oder schwächer eingestellt. Und während dem Militär haben wir mal eine Verlegung gehabt. Das war in Pfäffiken, Zürich. Aha. Haben wir 2 Wochen haben wir so eine Session gehabt. Und dort hatte ich einmal Wach, Nachtwach, wo am Punkt 12 in der Nacht angefangen hat, bis am Mittag um 12 Uhr. Und wir haben am Tag durch, ist aber gerade noch Wochenende wach, ist das auch Scheisse, noch gewesen. Ja. Also Freitag bin ich den ganzen Tag schon Militär, normal als Soldat unterwegs gewesen. Und danach am Punkt 12, wenn alle ins Nest gegangen sind, hatte ich Nachtwach gehabt. Und wenn einem langweilig ist, wenn man speziell müde ist und so, dann greift man mal zu seinem Dödel. Und ja, nur schon zum Kratzen. Also. Nur zum Kratzen, aber ich bin dort draussen mit dem Sturmgewehr gestanden, praktisch auf der Hauptstraße dort so wach am Stehen. Und nachher war es so, eben morgen um 4 Uhr oder so, und mir sind die Augen einfach zugefallen. Und ich musste einfach zu mir selber sagen, Nils, die einzige Möglichkeit, wie du irgendwie noch eine halbe Stunde magst durchheben, du musst jetzt einfach schnell wichsen. Du musst jetzt einfach schnell abspritzen. Du hast Druck von 7 Tagen auf deiner fucking Leitung. Das muss jetzt raus und nachher geht es besser. Und nachher bin ich dort mit dem Sturmgewehr auf der Hauptstraße, blöd gesagt. Oh mein Gott. Am Morgen um 4 Uhr. Dort, ja. Oh mein Gott. Und ich glaube, mit diesem wunderschönen Bild lassen wir euch alle ins Wochenende. Peace out.
Schwänze sind eine ganz wunderbare Erfindung und die Erfindung sollten wir feiern, indem wir jetzt alle mal ganz kräftig mit unseren Schwänzen wedeln. Komm Baby, mach dir keinen Kopf. Ich will den Kopf von meinem Kack in deinem Hals. Das ist alles, was ich will, alles. Ich krieg einen Hals, hab keinen Bock. Denn die Schlampe verliebt sich grad Hals über Kopf. Nur wegen meinem Dick im Hals hast du jetzt einen dicken Hals. Was kann ich denn dafür, wenn mein Dick dir gefällt? Drauf speuzest, bevor ein zwischen Titten rammt. Shit, mein Taxi ist gekommen. Du bist noch immer ein bisschen verlegen, doch da gibt's noch was ich dir dringend noch will sagen. Nimm den Pimmel, fang an Ketten. Überraschungsmoment. Ich weiss schon, dass du das kennst und dass du das kannst. Und jetzt schlägt Falt aus dem Sack, sonst gibt's nix, was du Schlampe abschlucken kannst. Du lachst, meine Prinzessin, es gibt Sacksuppe zur Nacht auf Titz. Nein, Spaß, ins Gesicht, das war's. Baby, bleiben wir ehrlich, bleiben wir beim Punkt. Scheiß auf Vernunft, komm, rein, raus, ficken ohne Grund. Du willst es doch auch, denn ich bin eine Sau und du bist eine Sau. Aha, aha. Und wenn du nicht sagst, dann gibt's noch 100.000 andere, die warten auf eine Gelegenheit. Ey, also tu nicht so dumm.